Hallo zusammen, hier ist der Retrocletus. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, alles klar. Willkommen bei meinem absoluten Lieblingsgame, Wave Race 64 für den Nintendo 64. Das Game ist bis heute ungeschlagen in meinen Augen. Vielleicht nicht unbedingt von grafischer Natur, wobei das Wasser ist immer noch in einer ganz anderen Liga. Es hat noch kein Game geschafft, wiederum in meinen Augen, das Wasser so realistisch zu simulieren, wie das im Wave Race 64 gemacht wird. Und auch wenn der Gamecube-Nachfolger Blue Storm das ganz anständig macht. Es ist für mich gang noch das Nonplusultra, wenn es darum geht, auf Wellen herumzuziehen. Mit den Jetskis. Und ich möchte euch heute das ein bisschen zeigen. Offensichtlich. Als es rausgekommen ist, bin ich gerade neue Nintendo 64 Besitzer gewesen. Und im Vergleich zum Kollegen, der das GoldenEye und das ISS, das Shooten, ziemlich gesuchtet hat, bin ich eher auf der Wave Race Seite gewesen. Weil, aus welchem Grund auch immer, das Mario 64 hat mich dazu mal nicht ganz so geflasht, spielerisch. Grafisch war es sehr faszinierend gewesen. Und ja, was hat es noch gegeben? Jetzt Wayne Gretzky Hockey. Ja, nicht wahnsinnig viele Games, aber eben, es hat Wave Race 64 gegeben und das hat mich schlicht weggehauen. Es ist das einzige Game, das ich bis dato fast jedes Jahr eine durchspiele. Wave Race. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen von dieser Faszination verstehen. Ich weiss nicht, wer es von euch auch gespielt hat dazu mal. Wer es heutzutage kennenlernt, weiss ich nicht genau, wie fasziniert dass man überhaupt noch sein kann. Was mir gerne noch cool dünkt auf der Original-Hardware, das Game kann man eigentlich einhändig spielen. Das heisst, du hast den Nintendo 64 Controller in der Mitte, lenkst mit dem Analogstick und gibst mit dem Z-Trigger hinten Gas. Alles sehr komfortabel, muss ich sagen. Das, was ich hier möchte zeigen, ist mal der Normalspielmodus. Starten wir gerade. Select your watercraft, please. Das wäre der Championship, wo man als erstes auswählen kann, wo man hier auf dem normalen Schwierigkeitsgrad mal angeht. Es gibt hier 4 verschiedene Fahrer, oder besser gesagt 3 Fahrer und 1 Fahrerin. Bei denen kann man die Namen wechseln. Eine Zeit lang habe ich mir so ein bisschen Spass gemacht, Nintendo 64 Modul vom Wave Race 64 zu kaufen, wenn ich irgendwo ein gutes Schnäppchen gesehen habe. Das heisst so um die 10 Steine. Und es ist für mich immer interessant, wie die Leute nachher Charakter genannt haben und vor allem auch, was sie für Highscores hatten. Ja, mittlerweile habe ich, was habe ich eigentlich, ein komplettes mit Schachteln, Anleitung, Inlay und dann echt noch 4 Blutti-Module in diesem Sinn, eins davon geht gar nicht. Ja, ich will jetzt sicher nicht alle Wave Race auf der Welt kaufen, soll ja auch noch andere an diesem Spiel Spass haben. Aber wieso nicht? Ja, und früher bin ich glaube ich primär hier mit dem R-Hayami gefahren. Mr. Stewart ist eher so ein bisschen gute Beschleunigung, guter Kurvenradius, schwacher Topspeed glaube ich. Der Chatter ist eher ein bisschen schneller auch, aber der Mariner sieht zwar ein bisschen unförmig aus und jetzt nicht unbedingt wegen der Körpermasse, sondern weil halt Charaktermodelle schon eher Low-Poly-Style sind. Beim Jetski spielt das nicht so eine Rolle. Aber holy moly, das viereckige Viertel von diesem Typ ist schon noch wicked. Also, bei ihm ist es eigentlich so, super Topspeed, der beste von allen, eher ein bisschen behäbig beim Lenken und bei der Beschleunigung, aber das Gute ist ja, dass man hier im Custom-Bereich selber einstellen kann, wie man jetzt den Kite möchte steuern. Da haben wir die Handling-Option von Leicht und Heavy, also wie leicht geht er in die Kurve. Da haben wir die Engine, wie viel Beschleunigung im Vergleich zum Topspeed kannst du rausholen, und der Grip ist, ja, ich weiß auch nicht genau, wie tight oder wie loose das er halt ist. Ja, die Einstellungen haben wir auch mal, ja, gut passt. Welcome to Sunny Beach.
Nostalgie ist hart am Ziehen. Ich liebe den Sound, ich liebe die Announcerin, wie das tönt. Das tönt so relaxed, es ist ein Game zum Chillen. Wow. Alright, ganz am Anfang ist es eigentlich wichtig, dass man 3, 2, 1, los. Wenn man es richtig bereicht, jetzt habe ich es nicht richtig bereicht, hat man unten rechts den Powermeter ganz oben. Das heisst, je höher das da ist, das ist wie im Mario Kart mit den Münzen, desto schneller kannst du fahren. Die erste Strecke ist natürlich super easy, vor allem auf normal. Und dadurch, dass eigentlich die Wellen sich immer gleich verhalten. Haha, klingt langweilig, nein, ist es nicht. Sondern es ist halt so, dass pro Runde ist das Verhalten der Wellen gleich. Das heisst, auf gewissen Strecken spielt das dann eben einen Einfluss. Welche Welle ist auf welcher Höhe, kann ich das als Chance brauchen. Und so kann man sich eigentlich, obwohl das am Anfang ein bisschen so aussieht, wow, das ist ja fast ein bisschen chaotisch mit dem Wasser im Vergleich zu einer Strecke, Asphaltstrecke, kann man sich das Ganze doch sehr gut einprägen und sollte einem jetzt irgendwie eben das Wellenverhalten noch immer durchstören, ist es dann nicht so, dass man das nie üben kann, weil, wie gesagt, sie sind schon dynamisch ein Stück weit. Wobei, nein, ich kann sie ja nicht einmal wirklich gross beeinflussen. Nein, sie sind eigentlich ziemlich fix. Aber was fix dargestellt wird, ist wirklich einsam, muss ich sagen. Und das Jumpen in die Wellen und das Zischen vom Wasser, auch wenn es nicht vielleicht perfekt tut nach heutigen Standards. Yeah, es ist ein sehr angenehmes Game. Ist natürlich super easy, Welcome to Sunset Bay. wenn man so viel spielt. Ja, und auch hier links die kurze Übersichtkarte haben auch wieder so ein Low-Poly-Design. Gefällt mir gut. Ich weiss gar nicht, ob es irgendetwas Schlechtes gibt an diesem Game. Weißt du? So gut finde ich es. Das ist ein bisschen besser im Power-Up. Den Nachfolger vom Gamecube kann ich dann hoffentlich auch mal noch zeigen. Darum möchte ich dort jetzt gar nicht zu viel erzählen. Hier ist es immer fraglich, ob es dann wirklich bringt, neben der Schanze durch. Aber in der Luft verliere ich natürlich Speed. Hier die ganze Abendstimmung mit den Lensflares und so. Dazu mal natürlich unglaublich. Und auch heutzutage. Ah Mann, für mich wäre es das Größte, wenn Nintendo ein neues Wave Race rausbringen würde. Vielleicht ändert es so ein bisschen wie eben der erste Teil. Der zweite Teil ist dann erst schon sehr arcadig, was auch seine Vorteile hat, absolut. Und man sagt halt oder liest es wieder, dass nicht ganz so viele Leute an diesem Game interessiert sind. Seien wir aber ehrlich, auf dem Switch hat es momentan noch sehr gut Platz für neue Software. Und wem gefällt das schon nicht? Hey, wenn das Wasser wirklich gut gemacht ist, ist eigentlich der wichtigste Teil. Aber auch für Steuerung, alles zusammen sich gut anfühlt. Ein bisschen Online-Content bietet heutzutage natürlich genug Strecken. Was halt auch cool ist, sind auch die ganzen Wettereffekte, wechselndes Wetter, wo man sehr, sehr akkurat heutzutage einbauen kann. Ja, das ist wirklich das, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ein Game in dem Sinn. Auch schon nur ein Remake von dem, aber fast noch lieber ein neues. Wenn es ein neues Game gibt, wenn ein neues gemacht wird, dann würde ich eben, wie gesagt, zwei Frames wählen. Auch wenn das jetzt nicht gerade allen mal passen, wenn vielleicht nicht gerade alle meiner Meinung sind. Meine Stimme zwei Frames. Hier kommen wir zu meiner Lieblingsstrecke. Drake Lake. Ah Mann, ist das chillig. Ihr seht es jetzt, startet so ein bisschen Nebel verhangen, löst sich dann auf im Verlauf der Strecke. Man, das ist just beautiful, hey. Sehr chilliger Sound.
Wow! Ein bisschen zu viel wollen, hä? Ja, jetzt seht ihr sogar gerade, wenn man eine verhängt, hä? Verliert man seine ganze Power. Hey, was ist da los? So, ich kämpfe gerade ein bisschen mit der Steuerung. Aber ihr seht, der Nebel hat sich aufgeklärt. Strahlend blauer Himmel. Mann, es ist der Hammer, hey. Show some respect, hey. Ich hoffe, es ist akzeptabel, dass jetzt gerade nicht ganz so der Redenschwall von mir angelassen will. Aber ja, wow. Was für eine Strecke, was für ein Game. Ich glaube, es war sogar ein neuer Highscore in Bezug auf Welcome Gesamtzeit. to Marine Fortress. Sehr interessante Strecke, die sieht in der Mitte der Wasserkanal. Der ist je nach Schwierigkeitsgrad offen, mehr oder weniger zugemüllt. Ich glaube, ganz früher hat die nicht zu meinen Favoriten gehört. Mittlerweile finde ich sie richtig cool. Aber auch wegen der wechselnden Wasserbedingungen. Jetzt hier sehen wir gerade so ein Beispiel. Hier kann ich in der ersten und in der dritten Runde ziemlich chillig drüber jumpen. In der zweiten ist das Verhalten von der Wellen so, oder Position, dass das nicht gut lenkt. Hier muss man noch nicht so gut aufpassen, mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad liegen dann immer wie mehr so Holzplanken im Wasser, die einem gerade vom Jetski hauen. Und hier in der ersten Runde auf normal. Ist noch alles chillig. About 8 seconds ahead. Yeah. Somit ist eigentlich der Kurs am längsten, wenn man auf normal spielt, weil wie gesagt, die Schleuse geht nicht auf. Auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad schwer ist es so, dass nach der zweiten Runde kann man durch den Kanal. Ja, und ihr seht auch, wenn man das Spiel über diese Zeit durchspielt, dann kennt man die Strecken hoffentlich schon ein bisschen. Yeah! Ha? Man kann auch noch so ein bisschen Trick-Moves machen. Es gibt ja auch einen Stand-Modus. Stand-Mode. Nein, auch nicht. Stand-Mode, so. Und dort geht es dann halt wenig überraschend um möglichst viele Punkte. Habe ich nie so flashig gefunden, weil vor allem eben das Fahren ist das coole Feeling in diesem Game. Welcome to Port Blue. Auch hier im Port Blue haben wir dann einen Alternativweg, den man wählen kann, der massiv kürzer ist. Und auch wenn die Strecken eigentlich von der Übersicht her sehr simpel und kurz aussehen, eben durchs Wasser gibt es schon einiges an Abwechslung. Und jetzt habe ich ganz einen miserablen Start gehabt. Hier ist ultra beeindruckend der Heli am Rumfliegen.
Hat mich dazu mal sehr flashig gedünkt. Das hier rechts ist zugeschweißt oder was auch immer. Es ist eine richtig harte Kurve hier am Schluss. Und weil er halt nicht so eine gute Beschleunigung hat, ist es zum Teil ein bisschen knapp, wenn man dann in den höheren Schwierigkeitsgraden spielt. Ja, genau gleich wie bei Marine Fortress halt, wenn dann die Schleuse aufgeht. Dort ist dann gerade so eine harte Kurve, kurz bevor man ins Ziel reinfährt, dass man eben bei einem Fahrer, der nicht so eine gute Beschleunigung hat, schon so ein kleinen Nachteil spürt. Aber it's all part of the game, dafür kann ich Gas geben, wenn es dann so ein bisschen, oder halt nicht nur ein bisschen, sondern längere Phasen gibt, wo es einfach nur geradeaus geht. Und dort ist er halt schon krass am Speeden. Mrs. Stewart, ich weiss gar nicht, ob sie auf 100 km/h kommt mit dem normalen Setup. Und weil es halt auf wirklich fast allen Strecken auch Abschnitte gibt, wo es vor allem auf den Highspeed drauf ankommt, ist er wirklich die beste Wahl. Kann man noch so ein bisschen ein Schiff herbauen, wenn man will. Ja, sein Entenhütchen ist auch noch ein bisschen herzig. He? Oder Helm. Das Entenhelmli. Finished first and got 7. Move on to the next round. Welcome to Southern Island. Oh, eine super Strecke. Hier spielen sie so ein bisschen mit Ebbe und Flut. 3, 2, 1. Jetzt sieht man eigentlich, links das Wasser geht noch bis an die Mauer her. Ist alles noch chillig. Hier kann man noch gemütlich über das Schiff fahren. Hier spürt man die Wellen auch so genial. Weil die Bojen wären eigentlich relativ hart zu verwutschen, aber weil das Wasser halt einfach so fließt, wie es fließt, kann man dort ziemlich einfach sich treiben und verwutscht die dann easy. Und genau so Sachen, das finde ich dann ultra faszinierend. Auch hier spürt man, wie die Welle eigentlich vorwärts treibt. Dann haben wir hier den Ohr gehabt. Jetzt sieht man schon ein bisschen, wie das Wasser zurückgeht. Jetzt muss man hier schon Chancen wählen. Hä? Jetzt hat sie, die auf dem 4. Platz ist, hinter mir angezeigt. Strange. Aber ja, easy. Hey, neuer Rekord, Rundenzeit. Oh nein! Oh nein, zu fest geflasht sein. Das ist echt das Fieseste, was einem passieren kann, wenn man vom Sand wieder beschleunigen muss. Jetzt weiss ich nicht, ob mir das reicht. Mal, tipptopp. Hey, habe ich echt die überrundet oder so? Nein, das kann ja auch nicht sein. Kameraperspektive nicht vergessen, genau, kann man auch einstellen. Die ist eigentlich super flashig, wenn man hier so ziemlich nahe gerade hinter seinem Kopf hockt, ein bisschen erhöht. Das ist nicht gerade First Person, aber es gibt einem doch eigentlich das beste Feeling fürs Wasser. Ja, yeah. Aber das ist sehr easy. Jetzt gibt es so eine wunderschöne Siegerehrung. You're the champion! Congratulations!
Ja, merci vielmals. Eben wie gesagt, Figuren sind aus einer Zeit, wo man noch nicht so mit Polygonen hat, sich werfen konnte. Hier wird man in dem Sinne gezwungen, sich noch einmal die super Ergebnisse anzuschauen. So nach wow. Das ist der gleich 20 Jahre, oder? Ich habe gemeint, es sind im 98 rausgekommen. Ja. Aber ja, nach immer wieder schauen, irgendwann hat sie das schon durch. Schade, kann ich hier nicht weiterklicken. Also, das war es mit einem einfachen Schwierigkeitsgrad. Ich würde mir jetzt erlauben, noch eine zweite Herausforderung rauszukutzeln. Gehen wir gleich zum Experten. Rückwärts ist auch sehr interessant. Aber wir spielen die Strecke noch gerade in der regulären Fahrtrichtung. Und hier ist es schon ein bisschen kniffliger. Es hat vor allem auch überall so Hindernisse noch zusätzlich. Die Bojen sind ein bisschen anders gesteckt. Oder Gleit, die Schwimmer sind anders angemacht. Das Coole ist jetzt, die Perspektive wird gespeichert. Also die ich vorher eingestellt habe, die ist auch jetzt noch gesaved, obwohl sie eine neue Championship starten. Sehr ein angenehmes Feature. So. Ja. Jetzt hier haben wir eine kleine Verengung hier. Hier sind jetzt ein paar Hindernisse auf der Strecke. Aber alles kein Problem. Was ein bisschen mühsam ist, ist, wenn er jumpt und sein Rücken eigentlich direkt in meinem Gesicht ist, dann sehe ich nicht sonderlich viel. Das Ziel kann man immer nebendran passieren, das ist kein Problem, das ist noch gäbig. Und die Gegner sind jetzt also schon ein bisschen angriffslustiger. Sie hocken einem hier gäbig im Nacken. Ein Fehler und du bist eigentlich sicher nicht mehr erst, he? Haha. Das Gute ist eben auch beim Mariner, weil er so ein bisschen mehr Gewicht mit sich bringt, ist er auch nicht so leicht vom Jetski zu stoßen. Darum leichte Berührungen wie vorhin gerade hat auch Mrs. Stewart schon drauf geschossen. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, es gibt auch starke Frauen, aber halt einfach irgendwie mit den Skills hier von den Fahrer und Fahrerin. Und das ist gang hilfreich, wenn einem so etwas ein bisschen verzeiht wird. So. Die erste Strecke ist gang noch super easy, sagt er, bevor er überhaupt im Ziel ist. So, tipptopp. Ihr seht, hier unten kann man 5 Bojen verpassen, bevor man rausfliegt. Das kann man zum Teil auch strategisch nutzen. Jetzt auch hier, die letzte war so positioniert, dass man eigentlich einen kleinen Umweg machen muss. Das heisst, wenn es jetzt um ein paar Sekunden braucht, wäre gegangen, um noch aufzuholen, dann wäre ich vielleicht gerade ausgezogen. Man wird zwar gerade ein bisschen langsamer, aber weniger Distanz führt zum Teil näher zu einer besseren Positionierung. Start your engine. 3, 2, 1. Endlich mal Max Power verwünscht haben. Aber ja, jetzt hat er es gesehen, wie sie davon ziehen. Also sie hat schon die allerbeste Beschleunigung von allen. Cool sind auch die Delfine, die zum Teil mitschwimmen. Man kann auch auf einem Delfin in diesem Sinne fahren. Boah, ja, da lenkt man nicht. He? Da bin ich fast ein bisschen gerade reingegangen. Man muss halt schon ein bisschen wellenförmig mitziehen. Wow, ja, den lohne ich. Hey. Jesus! Hä? Du spielst es jedes Jahr und gleich ist das Beste, was du zeigen kannst. Yeah. Es ist ja aber nicht darum gegangen, wirklich den Speedrun herzulegen, auch wenn man natürlich neue Bestzeiten versucht rauszufahren.
Yeah, der hat noch gelangt, cool. Zum Teil kann man eben gerade so ein bisschen unten durchschiessen. Alright, ha? Da hat einer Freude an diesem Handstand. Man kann sogar im Handstand fahren. Nicht so gut lenken, logischerweise. And got 7. Move on to the next round. Yeah, Drake Lake. Welcome to Drake Lake. Relativ knifflig jetzt. Am Schluss der Runde jetzt durch die Holzbalken. Muss man sich gut 2, durchschlagen. 1, go! Okay. Good. Maximum power. Looking good. Kannst du ein bisschen zu fest abbremsen. Jetzt hier ist zusätzlich Gras verteilt, die Bojen sind viel enger. Und jetzt hier. Oh ja, okay, okay, yes, okay. Cool. Leider nur Second Place, aber immerhin durch können, ohne runterzufallen. No misses. Beautiful. Es gibt Leute, die so ein bisschen mit dem Announcer, der immer Zeug reinbügen, Probleme haben, aber ja. Das stört eigentlich nicht so gross. Er erzählt meistens keine Unwahrheiten, wiederholt sich auch ein bisschen, aber wer macht das schon nicht? Da war es sauber. Jetzt hier nochmal schauen. Bin hier so steil rein. Okay. Oh, der kommt nicht gut. Aber no problemo. Mann, der Typ hängt mir im Nacken, nicht schlecht. Die Musik geht ja auch ein bisschen schneller in der letzten Runde. Das ist halt eben auch noch stylisch. Ja, das ist doch gut gegangen. Yeah, Tip-Top, hey. Letzte Runde hat sogar noch eine anständige Rundenzeit rausgeschaut. Hey, das freut mich, heute mal einfach ein Game wieder zu zeigen. Es ist zwar cool, wenn man vom einen zum anderen hüpfen kann. Ein bisschen mehr Abwechslung. Aber so kann man halt schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und das Wave Race 64 hat nichts anderes verdient. Jetzt seht ihr hier die Schleuse, die in der Mitte aufgeht. Are you ready? 3, 2, 1, go! So, hier wieder, die erste Runde, kann man die Wellen nutzen. Aber hier wird es jetzt schon richtig knifflig. Mit dem Material, das im Wasser liegt. Genau, schön verwünscht. Wow, jetzt hat mich das sich voll abgeschossen, nicht schlecht. Hey. Jetzt hier kann ich durch meinen Vorteil wieder rausfahren. Was? Hey, ja gut. Sie ist noch ein bisschen die Wand geknallt, aber sie ist jetzt relativ schnell unterwegs. Hey. Okay. You're still in first. Die Wellen sehen halt einfach auch cool aus. Es ist heutzutage nicht mehr sonderlich realistisch. Aber eben, es ist wie Wasser. Hey. Es ist wild, es bewegt sich. Man muss darauf reagieren. Das ist hier die enge Kurve, die ich gesagt habe. Das ist genau das Problem. Ja, voll. Es könnte sein, dass ich so den ersten Platz verliere. Oh crap, jetzt hätte ich eigentlich die Wellen nutzen können. Hey, nein, das war jetzt richtig schlecht gewesen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Uiuiuiui. Zum Glück sind diese zwei Jungs auch nicht ganz so flink unterwegs. Also für den zweiten plädiere ich das schon. Ich weiss aber auch nicht, wie ich hier am besten rauskomme. Wie gesagt, so langsame Beschleunigung, ja. Du, ich nehme den.
Neue Rundenzeit, beste ist immer cool. Und diese Strecke hat man mit ihm wirklich einen kleinen Nachteil. Nice. Move on to the next round. Welcome to Port Blue. Jetzt auf dem schweren Schwierigkeitsgrad kann man noch wählen, Sorry. Auf dem schweren Schwierigkeitsgrad kann man noch wählen, welche Strecke dass man will, sich das Gemüt führen, aber hier ist man echt gezwungen, die Tighty zu nehmen. Aber wie gesagt, die ist sowieso kürzer und besser. Früher hat mir das immer ganz leid gedünkt. Mittlerweile geht es einigermaßen. Man muss eben früh genug reinlenken. Und eben geht er mit seinem Heavy-Gewicht. Geht jetzt nicht ganz so leicht drauf, sagt er, und geht zweimal drauf. Aber ja, andere Fahrer sind hier innen noch fast ein bisschen schwieriger zu handeln. Oder eben die Fahrer im Stewart. Jetzt hier kann man gar nicht mehr ohne Chancen drüber. Nein, zu nahe wollen. Und jetzt ist es eben fies, wenn man es einmal vergibt, dann ist es dann vom Rhythmus ein bisschen schwieriger, aber nein, das geht gut, cool. Auch hier wieder ein Nachteil eigentlich, weil man nicht so gut beschleunigen kann, aber dadurch, dass die Distanz ein bisschen grösser ist zwischen der letzten Kurve und der Zieleinfahrt, hat er dann gleich wieder eine Chance, weil er dann mit dem höheren Topspeed ein bisschen aufholen kann. Crap, schon wieder Spur gewesen. Ja, das ist genau das Problem. Wenn sie neu immer reinbänkeln, kannst du dann eben nicht mehr ganz so gut lenken, weil er halt einen gewissen Dreiradius braucht. Aber auch hier nehmen wir den zweiten Platz gerne und vielleicht reicht es gleich noch für den ersten. Sieht gut aus, oder? Ja, der holt mich sicher nicht mehr. Alright. Ja, wird schon ein bisschen kniffliger. Aber gut. Weil es kann ja nicht sein, dass man dann durch das Game durchzieht mit geschlossenen Augen. Twilight City. Sehr stylisch auch. Coole Abkürzung. Ja, jetzt kann ich eigentlich gar nicht den regulären Weg zeigen. Sonst sind alle an mir vorbei. Normalerweise ging sie eigentlich rechts den Boy entlang durch. Hier hat es eine schöne Abkürzung, wo man noch ein bisschen eintauchen muss. Dann kann man hier durch diesen schönen Pool durchziehen. Durch diesen Steinkanal. Ziehen wir hier drüber. Jetzt am besten würde man eigentlich nebendurch fahren, aber ja, ich habe ein bisschen Schiss, auf der Mine zu landen. Darum nehmen wir den Sprung. Hat mich immer sehr stylisch gedacht mit diesen Scheinwerfern, die eben Bojen beleuchten im Hintergrund. Die Reflexionen vom Wasser. Beautiful. Skyscraper, yeah. Habt ihr irgendwelche anderen Jetski-Games gespielt? Auf der Playstation hat es doch noch das Jet Motoground oder so. Habe ich selber jetzt nie gespielt. Hoppala. Ja, das war nicht so weit gewesen, der Sprung. Das Hydro Thunder kommt mir noch in den Sinn. Ist nicht mit Jetskis, aber mit Powerboat. Ist ja in Kürze... Mal. Vor kurzer Zeit ist das für die Xbox One Backwards Compatibility rausgekommen. Da haben wir das, glaube ich, auch gratis mit Games for Gold für die Xbox 360 können haben. Also eigentlich auch ein cooles Game auf dem Wasser, auch wenn dort die Wellen nicht ganz so nice gemacht sind wie im Wave Race, aber es geht auf jeden Fall auch richtig ab. Dann, neuerdings für fast alle Plattformen gibt es ja hier die Riptide Games, glaube ich. Sind nicht so schlecht, habe ich gemeint. Oh, wow, was ist jetzt passiert? Ja, das kostet wieder erst.
Aber ich habe gemeint, auch dort ist die Wassersimulation nicht so cool. Ich habe sie selber aber nur kurz gespielt. Weil ich mich auch hier nicht so leicht vom Wave Race abziehen lasse, bis das Game kommt, das wirklich das toppen kann. Wird auch immer wieder schwieriger. Yeah, that kinda sucked. Hätte eigentlich gut den ersten heimbringen können. You finished second and got 4 points. Nice. Move on to the next round. Aber ja, ihr seht, punktemässig spiele ich ganz in einer anderen Liga als meine Konkurrenz. Glacier Coast ist auch cool. Natürlich vom ganzen Setting, ein bisschen Frozen, ein bisschen Eis. Who's going to win? 3, 2, 1. So, wie ihr gesehen, jetzt habe ich mit Max Power starten und dann kann ich eigentlich einigermaßen mit diesen mithalten. Beim Start. So. Okay, jetzt hier muss man gut schauen, dass man nicht zu gerade drauf zieht. So, ja, das ist nicht schlecht. Pinguine, die zuschauen. Wow, wow, wow. Hey, vor allem jetzt hat der Typ gerade Zeichen erzählt. Der hat jetzt gesagt, ich sei auf dem 2. Platz, wo ich klar noch erst war. Wow. Okay, der hat nicht gelangt, schade. Hier sind so fies die Eisschollen. Immer gerade vor den Bojen. Aber das passt schon. Und dann die runden Eisklötze, wenn man dort reinfährt, zerfallen die. Also egal ob Gegner oder ich. Ja, genau. Und die sind dann eigentlich weg. In der Folgerunde auch. Das heisst, es ist eigentlich nicht so schlimm, wenn man einen reinknallt. Dann muss man sich in der nächsten Runde nicht mehr damit beschäftigen. Ja, ist cool gemacht mit dem Eis. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber mal, gefällt mir gut. Hey, jetzt habe ich schon die zweite verhängt. Ja. Hey, zum Glück bin ich am Anfang so gut gefahren. Da habe ich jetzt ein kleines Punktepolster. Jetzt wird es dann kritisch. Hey. Mal schauen, ob wir hier noch eine bessere Runde in die Stange bringen. Ja, das war schon mal gut gewesen. Oh, diese ist abgehakt. Yes! Das ist eben auch zu gut. Der Computer macht zum Teil auch Fehler. Also nicht immer nur die Ideallinie und absolut perfekt unterwegs. Was es auch sehr sympathisch macht. Multiplayer hat ja das Game auch. Das zweite kann man spielen. Ganz in Ordnung, würde ich sagen. Es hat dann, glaube ich, keine Gegner. Aber ich habe es schon vor allem allein gespielt. Weil ich keine Kollegen habe. Nein, nein, nein. Es gibt Games, wo man lieber allein spielt. Okay, die letzte Runde ist dann immer Southern Island. Es kommt einfach mit jedem Schwierigkeitsgrad und ein Kurs dazu, der sich vor Southern Island einreiht. 3, 2, 1. Schön, wieder Max Power verrutscht. Wir sehen meine Strategie noch ein bisschen bewiesen. Es ist eigentlich wieder das gleiche Spiel mit Ebbe und Flut hier. Einfach eben die Platzierung der Bojen noch einmal ein bisschen tougher. Scheiße, das ist das Leidigste, was passieren kann. Jetzt muss ich aussen rum. Oh nein, oh nein. Ja, schön, dass ich das auch mal zeigen. Das Gute ist, dass es keine Rolle spielt, welchen Platz dass wir hier einnehmen. Klar wollen wir gewinnen, aber im Gesamtreglement, in der Gesamtplatzierung so, ist es ja näher so, dass ich sowieso ein gutes Poster habe. Jetzt sehen wir hier von der Orca ein bisschen besser. Dem sind wir ja das letzte Mal fast davon gefahren. Neben dem kann man auch herfahren, sehr gut gemacht. Hey. Es tut auch fast so ein bisschen wie ein Panzerschuss oder so, wenn das Ding aufs Wasser klatscht. Aber das ist ja echt vielleicht auch so, hätte ich jetzt noch nie dürfen mitverfolgen.
So, sie haben alle ein bisschen Schiss, die Abkürzung zu nehmen. Ich sehe es als meine einzige Chance. Hey, hure geil, hure geil! Ziehen nichts rein, yes, wunderschön überholt. Nice, nice. Sogar noch die beste Rundenzeit, also jetzt haben wir von diesen 3 Runden hergelegt, also ist gut gelaufen. Hey, big up für das Game, wirklich. Ja, schau, jetzt hat sie es auch noch aufs Podest geschafft, tiptop. Hier haben wir wieder den Goldeffekt vom Pokal. Etwas, was mich auf Nintendo 64 immer sehr fasziniert hat, eben die glänzenden Metalle oder sonstige reflektierende Objekte. Ja, merci vielmals, wirklich sehr nice. Ja, danke, freundlich, noch ein bisschen die Hand geben oder so ein bisschen, ja mal, schau jetzt, tipptopp. Und jetzt, komm, lüpfen auf. Jetzt haben wir hier tatsächlich eine längere Sieger-Ehrungssequenz, so ein bisschen als Belohnung für die Leistung, die man erbracht hat. Ja, ja, immerhin ist es nett animiert. Immerhin haben sie wirklich alle sehr Freude. Immerhin hat er sicher einen richtig eckigen Brustkasten. Das ist schon noch abgefahren. Ich habe mir dazu mal eigentlich nur ein Nintendo 64 gekauft, weil unser Pentium-PC langsam nicht mehr mögen. Und da habe ich mir so einen Monster 3D-Beschleuniger gekauft, Winter-Discount noch. Und irgendwie habe ich das nicht zum Laufen gebracht, dazu mal noch nicht ganz so draus gekommen, ein bisschen selber mehr oder weniger probiert und es hat sich herausgestellt, dass unsere Hauptgrafikkarte ein bisschen zu schwach war, um die Beschleuniger-Grafikkarte überhaupt zu unterstützen. Das heisst, das Ding zurückgebracht und dafür einen Nintendo 64 geholt. Und ich bereue es nicht. Am PC hat es dazu mal sehr coole Games gegeben, die ich dann später wieder ein bisschen nachgespielt habe, aber hey, zum Glück habe ich das Nintendo 64 geholt. Zum Glück habe ich 2 Frames geholt. Für mich ging noch, wie ich glaube ich schon erwähnt habe, das beste Spiel. Absolut top, absolut geniales Feeling auf dem Wasser, cooles Racing Game. Und in diesem Sinn, ging noch unerreicht. Das ist schon krass. Und auch bei anderen Games, das Wasser vielleicht sehr cool dargestellt ist, eben das Verhalten, wie man sich drauf bewegt und so. Yeah. Hey, merci für das Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch auch so ein bisschen von diesen positiven Vibes mitgeben, die ich jedes Mal habe, wenn ich das Game spiele. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag und eine gute Woche daheim. Bis gleich, habt's gut. Tschüss zusammen.